Abend bei Dickrich TV. Haut ganz von Urwen zu Dickrich. Ich bin hier an der Industriezone Sano Friedhof, wo auf den Terrain von der Gemeinde Dickrich an Irpelding am Gang ist ein ganz wichtiger Standort entstehen. An dieser Industriezone sollen 30 Entreprisen hier Platz holen. Ein 10 sind da schon installiert. Renault Hannover waren die allerersten, die angefangen haben am Januar 2020. Und ganz geschwind schon soll direkt vis-à-vis hier eine neue, grosse SNCF-Kontrollstation entstehen. Im September war der nächste Spurdichte. Die Sonderaktivität Ökonomik Sano Friedhof hält Form. Zurzeit sind schon 98% der Parzellen vergeben. Die konzernierten Gemeinden aus dem zuständigen Nordstadtsyndikat mit der Gemeinde Colmar-Birch sind überzeugt, dass das Industriezone schon ein Riesenerfolg ist. Wir sind noch froh, dass wir hier am Kader von der Nordstadt alle die Entreprisen können begrüßen können. Das ist darauf zurückzuführen, dass wir Entreprisen aus der Nordstadt hier rüberholen, damit wir an der Nordstadt können urbanisieren können, was dann natürlich Männer Impact auf den städtischen Verkehr tun. Wir kriegen hier Plätze, wo rund 1500 bis 2000 Leute arbeiten kommen, wo die Surface sind rund 45 Hektar brut, 34 Hektar Netzen, die nur exportiert gehen von den Entreprisen hier aus der Nordstadt. Die Industriezone Sano Friedhof ist als sogenannte Cluster abgedeelt, wobei auf Dickricher Seite auch ein Cluster Automobil vorgesehen ist. Hier wird Garagen zu Genre gruppieren. Und daran passt auch wunderbar das SNCF mit ihrer neuen Station, wo sollen all Dienstleistungen für den Norden vom Land regruppiert sind. Ob Führerschein, Immatrikulation oder Vortraining am Kader von dem 800 Quadratmeter neuen Gebäude soll in Zukunft ein Rundum-Service für die Region gelegt gehen. Effektiv alle so Gebäude gehen, was an der Attribution von der SNCF entleitet. Das heißt, alles, was wir können und was wir dürfen, konform zur Gesetzgebung anbieten, wird man hier anbieten, sodass man dann auch hier für den Norden vom Land, für alle Leute, die hier wohnen, die Möglichkeit schaffen, also dass man nicht mehr an verschiedene kleine Sitten da müssen organisieren, sodass die frei weiß, okay, wenn wir bei der SNCF kommen, dann kommen wir auf den Friedhof und da kriegen wir dann das ganze Service angebieten. Die Decision wurde geholt am Kader von der Bestrebungen für aus der SNCF einen öffentlichen Dienstleister zu machen. Für den Minister der Tutelle François Bausch betont wird, will ihn doch den Willen erstreichen, für das Service Public an die Region zu bringen und doch Arbeitsplätze zu schaffen. War vielleicht auch kein allzu großen, so ist es da aber ein ganz wichtiger Fisch, den die 6 Gemeinden aus dem Norden Land gezogen haben. Das Interesse für den ersten Spurdichte für eine paar Wochen war dem noch groß. Auch jeder in der Kant wird mitgeholfen gerufen, für das neue nachhaltige Gebäude auch 2023 pünktlich fertiggestellt gehen. Pro Tag dürften dann 500 Leute Service von der SNCF an Anspruch holen. Ein Gewinn für die Nordstadt, aber auch für die ganze Region. Wie wichtig die Industriezone für Lützeburg ist, das hat auch die Visite vom Wirtschaftsminister Franz Fayo Anfang Oktober zu Dickrich gewesen. Der Friedhof war eine wichtige Etappe von diesem Besuch. Anfang Oktober an der Sonderaktivität Ökonomik Sano. Der Präsident vom Nordstadtsyndikat, der Bürgermeister von Dickrich, Claude Hagen, empfängt der Wirtschaftsminister Franz Fayo zu einer informeller Visite am Sonntag von der Nordstadt Friedhof. Rendezvous ist Gebäude für Bautrafik am Cluster PME, wo auf 700 Quadratmeter sowohl die zukünftige Büro von der Nordstadt entstehen, wie auch Platz für ein Coworking Space, Büro für junge Entreprisen, ein Gemeinschaftsraum für Workshops und Reunionen geschaffen gehen. Das war auch meine Studie an der Wunsch, auch von unserem Syndikat, für das zu tun, dass das Büro von der Nordstadt direkt an der Proximität von den Entreprisen sind, für das man am direkten Kontakt mit den Entreprisen auch dem Moment können schaffen und reagieren. 4 Jahre nach der Post vom ersten Stehen kann der Minister nicht mehr staunen, wie weit der Beste vom Sonning in der Zwischenzeit schon sind. Das Wirtschaftszone, an der ein flotter Mix von Entreprisen zusammengestellt wird, soll ein Vorbild geben, für zu weisen, wie ein energieeffizient und nachhaltig wirtschaften kann. Dass es möglich ist, zu produzieren, ohne dabei dem Klima zu schaden. Ein Modell für alle zukünftige Gruppierungen von Entreprisen. Es ist ganz viel Raum für erneuerbare Energie zu produzieren durch Photovoltaikpannen.
das auch viel Möglichkeit für, wie gesagt, gemeinsame Sachen zu schaffen für die verschiedenen Betriebe, die hier sind. Und das ist die neue Generation von von so einer Aktivität Ökonomik, die wir planen. Wir werden auch in kürzester Zeit Leitfaden präsentieren für zukünftige Zonen, die geplant gehen am Kader vom Plan sektoriell so eine Aktivität Ökonomik. Und das ist ein bisschen so ein Präkurseur, ein Modell für die Zone von der neuen Generation. Hier gibt er noch zum Beispiel Keyboarden forttransportiert, mehr getestet, auch das eine neue Fassung am Sinn von der Natur zu planen. So ein Projekt wie den heute kostet natürlich auch eine ganze Kopf suchen. Schon lange Terran haben nur bei 12 Millionen beansprucht. Kommen noch einmal gut 20 Millionen für die Viabilisation vom Site dabei, Umweltstudien, eine ökologische Kompensierung. Dank der guter Zusammenarbeit zwischen den Nordstadtgemeinden nach Colmar-Biersch, dem Ministerium de l'Intérieur und dem Wirtschaftsministerium, aber konnten alle finanziellen Transaktionen reibungslos über die Bühne gehen und das Projekt developiert gehen. Der Präsident vom Nordstadtsyndikat ist da noch mehr wie zufrieden. Wenn die 5 Jahre am Gang ist, lief nicht immer alles nur Plan. Wir sind aber zufrieden. Wir werden da habe ich aufgeschlossen am Frühjahr 2022, was die Infrastruktur belangt, an was die Zoning belangt, an Entreprisen, dass die Zoning als voll. Wir sogar mehr Demande, wie man Entreprisen können heranholen. Und natürlich ist es doch so, dass die Entreprisen aus der Nordstadt natürlich viel Recht tun, vis-à-vis von den anderen. So können die Entreprisen aus der Nordstadt in nächster Zeit aus den Ortschaften herausplündern. Ihrer 26 sollen nun Friedhof innerkommen, mit bis zu 1200 Personen, die hier arbeiten. Eine RGTR-Konnexion für sie also auch schon viel gesehen. Für den Minister auch einen Überblick Terrain zu verschaffen, gibt noch nach einer Visite durch die ganze Soningen Hall. Selbstverständlich mit dem Elektrobus, auch spätestens hier zu gesehen, zur Aktivität Friedhof als keine Zukunftsmusik mehr, wie schon ein Steck geliefte Nordstadt. Für das Flottvisit aufzuschließen, hat der Bürgermeister von Dickrich sein Parteikollege Franz Feio Männer auch nach an die neue Dickricher Brauerei geholt. Die erste Visite für den Wirtschaftsminister Sit. Und auch hier ist der Franz Feio begeistert von dieser ganz modernen Anlage. Und erstaunt, dass sie bei AB InBev schon so weit an Punkte Nachhaltigkeit sind. Brauerei ihrerseits als Frau zu hören, dass sie dafür auch keine Ede vom Staat beanspruchen. Sie sind hier Details eine Brauerei, wo sie wirklich probieren, schon CO2-neutral zu sein. Das ist gut keine Emissionen mehr zu haben und sie recyceln bald alles. 95% von den Deschets hier gehen und Besten verfüttert und sie sind wirklich ganz nachhaltig, ganz zirkulär. Und wenn wir ihnen noch weiter helfen können als Wirtschaftsministerium, dann machen wir das natürlich gerne. So eine Ministerialvisite hat also immer etwas Gutes. Er verdenkt ihm noch, mit einem kleinen Merci auf ihn anzugehen. Schön, wenn ihn da genau das richtige Produkt bei Hand hat. Von diesem Moment an könnt ihr zu Dickrich auf der Liberationsplatz bei der Librairie Zimmer das neue Buch 4 bestellen, das die Gemeinde Dickrich zum Ende des Jahres rausbringt, und wo die Stadt soll auf eine ganz neue Manier präsentiert gehen. Dickrich Momentaufnahmen, so heißt das neue Buch von der Gemeinde. Für die Publikation gibt die Fotokünstlerin Nicole Schultus beauftragt, zusammen mit den Schülern von der Option Fotografie aus dem LCD einen künstlerischen Blick auf die Städtchen zu werfen. Dabei rauskommen sie ganz unkonventionelle Bilder, die weisen, wie auf einer Lebenswelt zugeht und das auch von Dickrich ein ganz Kleinstadt ist, das aber viel zu bieten hat. Und noch an einem permanenten Wandel ist, ohne sich selber dabei zu verraten. Die Publikation soll zum Ende des Jahres rauskommen. Ihr könnt es aber wie gesagt schon bei der Librairie Zimmer zu Dickrich 4 bestellen und euch so eure Cadeau de fin d'année sichern. Andere Publikationen von der Gemeinde Dickrich sowie auch Flottobjekte aus unseren Museen wie Bijouen oder Nappen, Servietten geht es von diesem Monat übrigens am Pop-Up-Shop auf der Nummer 17 an der Grand Rue zu kaufen. Da hat sich nämlich ein Student aus dem Militärmuseum näher gelost, den ich auch gerne mit allen möglichen Informationen über das Museum an der Stadt zur Verfügung steht. Beim Christshopping auf alle Fall unbedingt auch an die Möglichkeit denken.
Direkt nief dem Pop-up-Shop do ass de lächte Moundore komplett neit Geschäft opgangen, dat jo vun Ufang Gun ganz viel vu se Schwäze gedun huet, an noch komplettem Zeitgeist entspricht. Lokal, nachhaltig an dobei auch nach mat engem vielversprechenden Kader. Guten Morgen, ich begrüße euch herzlich zu Dickrich am Geschäft Ketti. Wir sind nach hingekommen, wir haben das Geschäft Ketti abgemacht, für den Leuten ein bisschen mehr Blitzebäuer Produkte mitzubringen und auch zu weisen, was für eine Qualität und Vielfalt wir hier im Land tun von Produkten. Wir haben eine grosse Panoplie von Produkten, von frischen Produkten bis hin zu drischen Produkten. Wir haben von einer Nudel bis zu einem Honig, alles was braucht. Dann haben wir auch noch eine grosse Panoplie von Lützebäuer Weinen, die super sind und auch eine super Qualität tun. Dann haben wir auch noch viel Creme zur Auswahl und das ganze 14 Stück. Wie ich auch gesagt habe, mit den Weinen bieten wir auch Possibilitäten, sur Platz können Weine zu machen mit einer kleinen Degustation, wo da noch ein kleines Plateau serviert kriegt von Charcuterie à Käse. Alles nehmen natürlich das Beste aus dem Land. Dann bieten wir auch noch das Service an, für einen Corbeil sur mesure zu machen, so wie diese gerne braucht, gerade zu Festivitäten, ob das kurzfristig ist für Pappendach oder ob das noch ist für Halloween, ob das für am Hirst oder auch noch Kartoffeln daneben, bieten wir alles an. Wir bieten eine Fertigkorbeil an, wir können aber auch auf Platz kommen, an den Stand vom Kurve bis zum Produkt, bis hin zu der Dekoration, alles genauso auswählen, wie ihr das gerne hättet. Wir sind froh, heute können zu Dickrich an der Großgäste sind, und wir wären froh, euch heute zu begrüßen an unserem Geschäft, was man ganz erlebt gemäht das. Dafür, bis geschwind. Lokalprodukte leiien einfach am Trend von der Zeit. Das weiß auch der Chef Bursch, den sich mitten an der Pandemie mit einer Metzlerei an der Großgasse näher gelost hat. Aber hier setzt nicht nur einfach auf das Geschäft, und gerade das Konzept scheint gut zu funktionieren. Ende September war der Chef Bursch von der Metzlerei beim Bursch auf der Bühne von der Chambre des Métiers als eine von den Finalisten für den Prix du meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat. Mit nur 27 Jahren hat hier für 4 Jahre den Familienbetrieb von seinem Papi verholt, eine Metzlerei auf Rieda und daraus eine ziemlich Success-Story gemacht. Mit einem Chiffre d'affaires, den in ein paar Jahren weit über 50% geklommen ist. Die Auszeichnung von der Handwerkskammer ist für ihn eine Anerkennung, die hier noch fährt nur außen drohen, nicht nur wegen Sänger. Das wäre doch schon auch auf Facebook so delen, weil die ganze Kampagne wirklich eine wichtige Sache ist, für auch der Juren zu weisen, dass die kann nach Patron gehen, dass möglich ist, eine Firma zu holen und auch für die Handwerk zu fördern, für zu weisen, hey, die Handwerk ist etwas Wichtiges, wir brauchen Leute und lang für das einfach zu fördern, man doch immer dafür. Der Chef hat es möglich gemacht, wie 2020 den Betrieb zugemacht hat, als er mal so richtig angeklommen. Bis dahin war der Chef hauptsächlich auf Märden AW und hat bei Leuten heimgeliefert. Dann aber hat er sich mit einem Boutique an der Großgasse zu Dickrich lanciert und hat dabei auch den Partyservice ausgebaut. Heute sind wir auf einer Soiree zu Holz am Norden des Landes. Der Chef ist heute Abend mit seinem Partyservice am Einsatz für den Geburtstag von einer Klientin. Weil wir schon oft beim Chef bestellt haben, und der Chef ist immens gut war. Und wir sind bis so immer zufrieden gewesen. So Soiree wie die heute hat ihn zu 2 Monate weil andauert. Nacht wird nicht am großen Kader gefeiert, aber die Sachen laufen rum. Ja, das Geheimnis ist einfach, dass wir viel Wert auf Qualität legen. Wir sind nur beim Klient, weil der Klient auch wirklich wertschätzt. Die Beratung, die ihn beim kleinen Metzler kriegt, ist natürlich am Samstag, dass wir einen großen Supermarché kriegt.
Und das ist einfach die ein Klient, den einfach auch an der höchsten Zeit gesprochen wird. De Chef huet allerdings as eng Betrieb gleich op Purperd gesat. Entretemps ass hine well op 20 vu 35 Mäert am Land präsent, an dat vum Norden biserof an de Süden. Heilo gesimmer hin zu Asch. Doneft liefert hier bei Leiit Themen hin huet se Boutik zu Dickrech an de Partyservice. Wann et an engem Bereich enket, huet hi nach immer die aner Standbeen. An emme 4 Joer am Betrieb huet hi Mark beim Bursch iwwerall bei Leiit brucht, a plan de Losingproduktionioun am Norde vum Land ze verdubelen. 20 Leiit huet hi Well fir se schaffen. De Prix du meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat kontien zwar man net mat Theemwellen, awer hinners vun dee 5 déi vun der Chambre des Métiers als gut Beispiel auf 4 Gehowe goufen. De Burdemen an Face fir hien dofir awer lo net verleeren. Geschäftsfeld zu Dickrech ass einfach a Bewegung, die enghalen op, andere komme bei, an dann ginnet déi, die dann endlech hier Dram Adress fannen. So war dat zum Beispiel bei der Pedikür Carmen. Schöne gute Morgen, ich begrüße euch herzlich an meinem neuen Salon heute zu Dickrech an der Antoniostraße. Es sind Carmen, wir sind eine medizinische Pedikür. Wir sind da, wenn ihr schlecht zu Fuß seid. Wir sind hier für größer Klang und das ist wirklich von Puppelscher bis älter Personen. Wir können wirklich durch die Fragen helfen. Und auch als Männer, die sind ganz herzlich willkommen, weil die sind ein bisschen mit Zeit dran. Und auch die Männer, die können gerne Lunch kommen. Das ist immens wichtig, dass ihr wirklich nur seine Face guckt. Die drohen ihnen durch das ganze Leben. Das dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. Wir sind wirklich da, für euch zu helfen. Kommt ruhig Lunch mit all kleinem Bobo. Wir helfen wirklich. Wir können hier ohne viele Medikamente. Wir helfen euch direkt auf der Platz. Wir sind eine medizinische Pedikür, aber gucken wir natürlich auch, dass ein Face nur an der Reihe sind. Das ist, dass sie auch gut ausgesehen. Wir färben Nähloch. Wir machen just normale Nählack. Das ist kein Gel, kein semi-permanent. Wir sind hier an einer ganz neuen Platz, in einem ganz neuen Kader. Wir haben ganz viele Medien, wir haben viele Stunden investiert, wir haben viele Tränen schon dran gesteckt, wir haben wirklich Herzblut dran. Wir sind hier von Montags bis Freitags. Am Montags und Freitags fangen wir hier schon an der Mittelstunden und sonst all Tag bis genauer an das Rendezvous. Ich freue mich ganz herzlich über Ihren Besuch. Es sind immer für euch da. Ich hoffe, es gefällt euch. Kommt ruhig lunchen. Merci. Kulturell gesehen ass den Hirscht immer een gut gefüllten zu Dickrech. Echt ein wichtiges Rendezvous ass du bei die Großfotoausstellung mam Dickrecher Fotoclub, den trotz engem heisen Alter nach immer ganz schön beweglich ass. All Joer op Neit iwwerrascht de Fotoclub mat immer neie flotten Ausstellungen, wo die Bedeelecht net nëmmen einfach geknipst hunn, mé och virklech eng déiwe Recherch an drostöcht. De Joé Hermann beispielsweise huet sech mat engem Obje beschäftigt, den entretemps net mir aus seinem Alter wäsch ze denken ass. An dëssen dobei so an Zeen gesat, dat eng ganz neie ästhetisch Seit vu sech preisgëtz. Bei der Fotografie interessiert et hien, ganz simpel Objeen nei an Zeen ze setzen, an dësem Fall war dat de chirurgsche Mask. Aus sech ass et net immens schwierig vun technischer Seite gesinn. Das Setup war wirklich relativ simpel. Ich hat eng Kartons köcht geholt. Ich hatte mat schwarzem Papaier hannen zougepecht, dat wirklich keng Reflexioun hannen drun ass. An dun hunnech mat enger Klammer eng Mask 4 Land köcht gehangen. An schon den Blitz hunnech hannen drogestalt, den et aus der Köcht raus durch d Mask geblitzt. Ja, also das Objektiv auch nicht extra. Also ich meine, 24-70 von Objektiv, ne, das
war sech ziemlich einfach das Setup. Auch de Marcel de Tscheko versicht Obgeen aus seinem Alltag zu belichten und dabei dat extra davon rauszukütteln. Hien, der für 40 Jahre von seinem Nopa mit an den Fotoclub geschläft gouf, kann sowieso gar nicht mehr ernst für seinem Alltag neue interessante Fotoobjekte zu entdecken. No 40 Jahre, wo ich Foto möchte, das ist natürlich auch vielleicht ein Nodeel. Es geseit den immer nimmen alles am Bild. Ja? Es geseit immer Bilder. Et fir den am Stau, se den hey, kann ich ein gut Bild machen. Oder geht den nächsten, den Teller ist fertig, dann se den hey, kann ich gut Bild davon machen. Ein fertigen Teller. Das ist alles möglich. Ne? Zum Beispiel das der Radio hai, da selbst wenn ich dann beim Chantier begegnen, da das ein Gipser gewicht, den hört dann der Radio während 20 Jahre im Chantier benutzt, an hier gleich genau dem Hintergrund, wo drauf steht. Ne? Beim Nico Patzi war dem Sinne Kindheitserinnerungen aus dem Haus von seinen Großeltern und später seine Money, die ihn inspiriert haben, den Fotoapparat rauszuholen. Die Wohnung, die zurzeit eitel steht, wollte ihn nicht einfach so gehen lassen. Dabei wollte ihn aber nicht so privat gehen und hat größtenteils just kleine Ausschnitte festgehalten. Was noch möchte, dass dieses Projekt nicht nur seine eigenen Souvenirs rumgehen, sondern auch die Visiteure noch schwätzt, die sich hier rumfanden. Mit das für allem auch das Totenhaus wird nicht mehr ewig stehen. Und dann für die Kindheitserinnerungen aber zu materialisieren, mal drüber zu holen, für auch meine Neveux zu weisen, wie das früher da war. Aber wenn ich noch geguckt habe, die Leute, die dann Foto geguckt haben, also viele Leute, die kleine Details kennen, die so, oh, das Toten hatte mir früher bei uns auch daheim. Und voilà, wo viele Leute sich daran erkannt haben. Der Carlo Blumi war dem sich mit einem Prozess beschäftigt, der mit vom 19. Jahrhundert von einem Engländer erfunden war, wo der Popeye mit einer eisenhaltiger Flüssigkeit in Kontakt gebracht wird, die auf UV-Licht reagiert. Also schon sicher am Anfang all Jahr, wo wir hinkommen, etwas ein bisschen Ernsteres zu machen. Und das ist nur am Anfang eine Zeit, wo ganz viele Digitalbilder gemäht gehen und schon darum von weiß, wo die Fotografie herkommt. Also das ist ein aller Prozess, das wie gesagt am 19. Jahrhundert Leute schon entsteht. An dem es gibt ganz viele unterschiedliche Alternativprozesse. Und ich bin am Anfang Lust am Moment, die ein bisschen zu explorieren. Und die Leute die nächsten Essay und kommen da vielleicht noch ein paar noch. Für allem aber ist der Präsident vom Fotoclub froh, dass die Lohne so löst Aktivitäten noch laufen. Zwar hat noch das Jahr noch immer keine Vernissage aufgehalten, an die Leute gebeten, nicht einmal zu kommen. Trotzdem kann der Club mal nächstes normal schaffen, was besonders beim Fotoclub ganz wichtig ist. Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Anfang für das Jahr. Ich denke, wir wollen als Club regelmäßig umgehen zu gehen. Ich denke ein bisschen an all den Mesures sanitären, die die Applikation sind. Aber ich denke, das muss nicht rumgesehen. Wir hatten eine Saison, wo wir ganz viele virtuelle Meetings gemacht haben. Aber das ist nicht das Nämliche, was ich wirklich gesehen habe, kann sich austauschen. Das ist auch darauf hin, dass wir im Prinzip in der letzten Saison einfach angefangen haben, als Sujeten zu gehen, die dabei fotografiert haben, eben noch für zusammen ein Projekt zu schaffen, für etwas Gemeinsames zu tun, was wir können teilen. Weil ich denke, das ist ganz wichtig, eine Assoziation, da sind zusammen und teilen eine Idee. Wir freuen uns auf alle Fall schon auf die Ausstellung 2022. Weil zeitgleich mit der Exposition vom Fotoclub ist dann Anfang Oktober immer den Festival de la Gravure am Dickrischer Kulturhaus. Den Künstlerverein La Palette hat es für lange Jahren an die Liebe gerufen, aber auch heute noch immer sucht es für großes Interesse. De Festival de la Gravure vom Verein La Palette steht für Qualität an einer Sport, die vielleicht haut nicht so angesagt ist, für die Liebhaber vom Genre, aber besonders zu Dickrisch, immer viel Interessantes zu bieten hat. Künstler meistens der, die schon ganz lange in dem Bereich aktiv sind, die kommen von überall her. Die Nordländer wohl, aber auch aus Ländern wie der Schweiz, Kanada, sogar Japan. Und natürlich auch von Lützeburg, wie zum Beispiel die bestbekannten Isabel Lutz. Es sind meistens basieren meist auf Leute, die wir vom Festival für Drun, die wir hatten als Artisten, die gehen angeschrieben.
an dann ass et wie op viele Plätzen wo d Leute als auch selber kontaktéiere, weil das dann immer so wie frömech, da kommen immer neue Sachen dabei an ja, so deet ze Stadt an alles ze summen an dat eng Sa Busch a Busch schwätztech rëm an d Leiit kommen hun sech vum Selven. Es war eng Expo wie de Festival la Gravure as immer mat grossem Opwand verbonnen. Gravuren original am Rollo op Plötzeburg geliefert, wo de Verein sech dann um Trumme kümmert. Déi waren das Jahr zwar Affer vun der Iwerschwemmung ginn, trotzdem hu sech d'Membren wéi Erdfirmercher Drogin, dats de Festival no engem Joer Corona-Paus awer nees kont op begestalt ginn. Natürlich auch die große Unterstützung von der Gemeinde, wo man wirklich können so, man sie froh, dann sie auch der Hand steht, weil ohne sie wird das in dem Sinn nicht möglich. Es können die Katalog raus, wo sie als Matt unterstützen, auch der Lokal selber, für das können so zu präsentieren, dass man einen großen Aufwand aus das verbunden, weil die, du hast gesehen, die Etageren, das muss abgerichtet gehen, wird schön belegt, also du hast den ganzen Stuff, den du der Hand stößt. E Vernissage goufet zwar dëst Jo nees net, awer d'Edition 2021 kann sech op alle Fall nees weise losen. D'Expo am Kulturhaus zu Dickrech ass iwwerschens nach bis Endes Mouns ze besichtegen. Da war Anfang Oktober omal zenter langem Remenkeieren Ball zu Dickrech. An fir dessen echte gréiseren Event an der Alseerei hat den Chef Handball en Covid-Check-Event organisiert, den et wirklich as e Chef. Sache Scheinenrëm und Trollen ze komme, well nëmmen e puerdeich Numschaftball kon schon den nächste gréiseren Event an der Alseerei aufgehalle ginn, anzwa Journée du Grand Âge, déi 2019 eng échte Kéier hai stattfand huet. Du kom leider d Pandemie do tëcht, méi dëst Joer, wann is alles beim Allen. Journée du Grand Âge ass ëmmer e klengen Highlight vum Joer fir d'Membre vun der Amikal vun dretten Alter. Besonnech seit es an der Alseerei aufgehalle gëtt. No dem Fest dat lächt Joer mussssen aufgesot ginn, konnte neier Präsident Champi Infall dem no 2021 fir eng ganz gut gefëllte Saalkleid begréessen, wat hier selber och begeert. Et deet eng Mëmmer gut wann gesäit zi viel Leiit, die interesseiert sinn. mir hatten dat tote nach nie. An dem Moos wie Leiit haut kommen sind, wat Leiit mir wëssen net. Mir denken einfach Leiit will einfach raus. An die huet Joch gesinn, wie froh die dickrecher Leiit sinn, fir sich rëm ze gesinn. Dat as auch de Sinn am Fongeroll vun der Amerika ze summe sinn. Für viel von den Leuten am Saal als Journée du Grand Âge einfach ein Gelegenheit, mal hier Bekannten zu begegnen, an der Gesellschaft zu sehen. Ja, ich gefällt mir gut, dass wir mit den Leuten zusammen zu feiern. Aber ja, das solange ich noch hier ist, ich bin immer mit dabei. Ja. Und hier an der Seerei ist natürlich auch besonders schön. Ja, ganz viele Kader. Ich bin als Gemeinde da schöne Lokale gemacht und das schön gerichtet gewesen. Und ja, kann ich da richtig erstaunt, wunderbar schön gemacht. Und die Leute noch aber sehr, dass wirklich geworden ist. Für das dann das schön Teil in dem Fest? Man hat sich rumgesät, dann hat den am Bonjour sieht, tut mehr Energie, von denen die anderen Leute auch gesagt, die nach Dose. Wir sind wel Alter. Und das ist vielleicht besonders, weil das letzte Jahr war ja nicht. Nee, das check ich mir ja geiert. Tatsächlich gehen sie auf diesem Tag immer besonders verwindet mit einem leckeren Menü aus der feiernden Stufe. Ja, ohne Essen sind die Eler Semester für vieles zu begeistern, was Amikal so anbietet. Was ist das die erste Kehr für dich? Ja, das ist auch für mich die erste Kehr. Und wie fand ihr das? Ja, ich fand das echt mega flott, muss man echt sagen. Es geht ganz viel von der Amikal auch für die Bewohner gemäht, ne? Ob das weil der Amikal vom dritten Alter ist oder auch die Amikal, die bei Eis und Haus rankennt, muss man echt sagen, das ist mega produktiv. Sie bieten ganz viele Aktivitäten an und die Bewohner holen das Konzept auch gerne an. Es geht aber nicht über die Journée du Grand Âge, wo schließlich auch noch für die runden Geburtstag über 80 nicht nur einen schönen Koch,
mir un extra Kado gëtt an zum Schluss die gewinnten Gruppefoto vum Komitee a vun alle Geeierten. Dekewer goufet doiwwer aus och nach eng Novotéit. Fir sech och den Joke Geichniw opzemen, hat der Mikalo Konkurs op enger 2. Ëklas aus dem LCD lancéiert, fir een neie Logo fir sie ze entwerfen, wo Symboler vun Dickrech mat verschafft sollte ginn. Vor 15 Partizipant huet dës Schülerin trenne schlieslech fir sech entscheet. Wann Dir also an Zukunft Courier vun der Amikal vum 3. Alter krit, dann ass dorop net mit den Deivelsalter, mit die Rot fis als Brekze gesinn. huet Gemeng den Prix Conservation du Patrimoine naturel an Liewegrof fir Privatinitiativen op dem Plan ze unterstützen. En September des Joer wäret dun soweit an den Preis 2021 kon iwwerrecht gin. De Prix Conservation du Patrimoine naturel soll Privatleit oder Assoziationen auszeichnen, die sech besonnech fir d' Natur ersetzen. No enger Rajoren Joképreis vergi gouf, wäret also lo nie so weit. Op der Gemeng muss sech konseien, schaffen an de Boier Meesterfond fir de Gewënner 2021 ze ehren. Anzwa wat viel op den Dickrecher Pierre Meier gefall, den Hai fir e ganz Liwenswirk ausgezeichnet gouf. Tatsächlich war de Bayern-Ziichter net nëmme 35 Joer Präsident vum Kantonal Bayerverein, mir huet ze Storiwaraus och noch dofir agesat, dats am Gemenge beschholl der e Bayernunterricht fir d'Schoulkanner aus der Gemeng agefoert gouf. Anders 2019 en neie Bayerschale fir pädagogisch Zwecker kont gebaut ginn. Dat e grös Gefil, dat en Schenk gefil, dat en Fraunder de Merci ass fir dat de Scher gemerk hunn. Uchen als Sieb go gefangen. Läng még Eltern hatte keng so ke Kante bei hat hun der Ufhängen an tot doch nie immer rich geholf. An dat man so wie gedo, dat ich immer gedurcht was twee an den Verein so kresieren den kre ze so der fe so an dat de let geleert gin, dat ze al woig gesot kreen, net een Dapps gezielt kreen. An dat vermch dat bis sich kan rum geschwaart. An dofir hunnech stuffench verfleisch de Preis kritet. Haut huet vull den Schulmeester Jerry Griff dem Pierre Meier seg Aufgaben am Vereinen noch am Schaliwerholl, awer fir de Pierre Meier aus Breyenhallen trotzdem eng Aufgabe op Liwenszeit bliwen. Für de Gemenge se immer gut unterstützt gin. Ich kann du net kroen. An dufir hunn sie fei Bundowen sinn alles wat ze brauchen. Méi oni Bayien kann ech net liewen. Dat we tradizieren méi. Ohne Bein kann ich nicht leben. Etwas aber nach bis jahrelang habe ich gesammelt für meine Musik zu kriegen, für Beine. Ja, ich habe mir noch reden. Und die Gemeinde hat mir versprochen, Kinder aber sind, aber man kriegen. Das wäre flott, weil das ist nicht schon bei Musik, die hier im Land gibt, für sagen. Das ist seit Chemie wie früher beigehalten sind. Und das gibt mir noch Frieden, wenn das Kinder leben. Zu Dickrech gëtt op alle Fall Keechholkant, dat net wees fir de Pierre Meier ass, an dats et wichteg ass fir Eist iwwerliewen, dats och die Klengbei muss geschützt ginn. Voilà, dat woret dann fir als Emissionioun haut aus der Industriezon Sano Friedhof, der héiert hai am Hannergrund, deet sech ëmmer Rappes ha mir den das wirklich etwas Grosses am Gang ass ze entstoen. Zum Schluss vielleicht noch aber einen kleinen Tipp, falls ihr noch keine Zeit hat, am Conservatoire National de Véhicule Historique Lounge zu gehen, für die Flottausstellung 100 Jahre motorisierte Landwirtschaft zu Lützeburg. Da merkt ihr noch, sie ist just nach ein paar Wochen ab. Und damit so ist es dann, Adi, wünsche ich noch eine schöne Zeit. Bis auf 4 Wochen.